Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Champions League Auftakt gegen den Chelsea FC. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Ja, sollte klar sein. Und dann gehen wir rein. Zack. Okay, nach Harry Kane, Teil 2 jetzt mit unserem Chefcoach Vincent Kompany. Bonsoir. Und ihr seid noch alle da und schon viele Fragen, wie ich sehe. Okay, Ja, dann fangen wir alle. mal an mit 20 Tom Millionen. Hoffmann für Sky. Das Mikrofon bitte. Winnie, ihr seid sehr gut in die Saison reingestartet. Worauf jetzt ankommen? Jetzt im neuen Wettbewerb gegen Chelsea, gleich mal ein guter Gradmesser im ersten Spiel, glaube ich. Und in deiner Spielvorbereitung gehst du davon aus, persönlich, dass Cole Palmer möglicherweise dann auch in der Startelf steht? Ja, Cole ist natürlich ein herausragender Spieler für den und es würde mich nicht überraschen, wenn er startet. Aber gut, das ist nicht das einzige Spiel für Chelsea diese Woche. Die spielen auch gegen Manchester United Samstag. Das heißt, ich könnte auch verstehen, wenn so ein Spieler vielleicht nicht 100%, wenn man nicht 100% Risiko eingeht mit so einem Spieler. Aber ich kenne natürlich Cole sehr gut auch und ich weiß, dass er nicht viel Zeit braucht, auch um diesen Impact zu haben. Aber gut, das ist Champions League Geschäft und das ist auch, das gehört auch dazu. Und ja, für uns, ich glaube, wir haben uns dieses Momentum erarbeitet, muss ich sagen. Also wenn man von Anfang an auf diese Vorbereitung geschaut hat und Kalender auch, war das nicht selbstverständlich, glaube ich. Aber Ja gut, das hat Chelsea aber genauso, ne? Da gibt es keine Ausrede. Die waren sogar noch länger bei der Club-WM wie wir. jetzt sind wir hier, wir haben gemacht, was wir machen mussten und können wir uns freuen auf eine Champions League-Nacht in die Allianz Arena und das ist immer Besonderes. Ja. Gleich daneben Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Vincent. Wir rätseln ein bisschen, wie gut der FC Bayern im europäischen Vergleich wirklich ist. Uli Hoeneß hat gesagt, wir sind wie Hoffenheim, also Außenseiter. Und Karl-Heinz Rummenigge gesagt, wir sind nie Außenseiter. Jetzt kennen Sie die Mannschaft ja besser als die beiden, weil Sie noch näher dran sind. Und Sie wollen jetzt eine dritte Meinung dazu. Sie können sich auch auf eine Seite schlagen und einem Recht geben. Schauen wir mal, was passiert. So einfach ist das. Aber ich glaube, von unserer Seite, und das sind jetzt die Spieler und alles, also ich glaube, alle haben Ja, zu sagen, wir sind Außenseiter, ist halt lächerlich, Alter. Sorry. Aber wir müssen nicht wieder über Uli Hoeneß diskutieren. 100% Bock auf dieses Champions League. Wir stehen rein, weil wir möchten die Champions League gewinnen. Das muss auch immer sein. In meiner Vorstellung kann keine Bayern-Spieler oder Trainer weniger als Ziel haben. Und Ja, dann vollkommen ist die richtig. Realität, dass man mit die Ja, natürlich, aber das Ziel musst du haben. Das ist die richtige Einstellung. Alles andere wäre eine Farce, Alter. beste Mannschaft Europas sind und dass andere vielleicht sich das auch wünschen können. Und morgen ist das erste Spiel und das ist für mich die einzige Aufgabe jetzt und den Traum bleibt. Aber die Aufgabe für mich morgen ist das Wichtigste. Wir bleiben in Reihe 1, ganz außen Vincent Schirpke für Merkur TZ. Hallo Herr Kompany, anknüpfend an die Frage vom Kollegen, was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass es in diesem Jahr in der Champions League weitergeht als in den vergangenen Jahren, wo ja häufig im Viertelfinale Schluss war? Ja, man muss erstmal in diese Phase kommen und dann ist immer alles möglich. Aber es spielt sich in dieser Phase auch auf solche Details und ich habe es noch immer im Kopf natürlich, dass wir gegen Inter Mailand mit 9 Verletzten angefangen sind. Und das hat im Spielverlauf nicht so eine große Rolle gespielt, weil wir haben uns gut dargestellt in diese Spiele, aber letztendlich ist der Unterschied auch in diese großen Spiele. Und wenn man schaut auf diese Kader von PSG, die sind fast die ganze Saison du könntest fast jede Woche nennen, welche Spiele anfangen in die Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Diese Luxus hatten wir nicht und wir haben alles versucht und deswegen wollen wir diese Saison wahrscheinlich. Naja, wie gesagt, da ist er aber auch ein bisschen selber dran schuld. Ja? Ich verstehe, dass das natürlich ein Vorteil ist, wenn du sagst, in der Champions League spielt immer die 11. Das ist meine beste 11, die bringe ich auf den Rasen.
ja, dann musst du aber in der Bundesliga durchwechseln. Es verlangt ja auch keiner, dass du Lennart Karl in der Champions League von Anfang an aufstellst oder so ein Mist, ja. Klar, wenn du irgendwie da gegen, was weiß ich, gegen was wir da spielen, gegen Zypern oder was, Club aus Zypern und sowas, kannst du das mit Sicherheit verargumentieren. Aber du musst halt in der Bundesliga dann Abstriche machen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du musst dann 15, 16 Spieler haben, die du bedenkenlos einwechseln kannst und nicht, wo du denkst, oh, den bringe ich jetzt und dann braucht er erstmal 4 Spiele, damit der in den Rhythmus kommt. Ja. So, da müssen wir mal hinkommen und dann ist das alles auch halb so wild. Kann ich uns eine gesunde Kader wünschen, damit wir diese Chance haben, einfach mit unseren besten Spielern in diese Ja, gehe ich mit, aber wie gesagt, da steht ja auch mit in der Verantwortung, ja, dass da einfach mal ein bisschen rotiert wird in der Bundesliga. Punkt. Spiele reinzukommen. Seitenwechsel, Klaus Bergmann für die dpa. Hallo Herr Kompanie. What did it translate in English? I just picked up something. I'm looking at the translator. Go on. What did you say? He's sitting over there. Yeah. I was just double checking because obviously I understand the translation. I'm making sure you're translating the real thing to the English colleagues. Kollege, erzähl keinen Schwachsinn, ne? Ask me the questions again, and just to make sure. Hallo Herr Kompanie. Letztes Jahr haben auch Sie oft gerätselt, wie läuft diese Ligaphase, wie viele Punkte braucht man? Ja. Was haben Sie gelernt aus der vergangenen Saison und wie viele Punkte braucht man denn jetzt um 8. 6 Spiele gewinnen, dann bist du weiter. 4 Spiele gewinnen, dann bist du auch weiter, musst du diese extra Runde spielen und viel mehr kann ich nicht sagen. Und es bleibt natürlich was. Ist ja, was ich sage. Wenn du unter die ersten 8 willst, musst du schon mal alle 4 Heimspiele gewinnen. Ja? So. Dann musst du auswärts die auf dem Papier schwächeren Gegner schlagen. So, dann hast du deine 8 Siege und im Idealfall holst du dann noch einen Unentschieden gegen einen starken Auswärtsgegner und dann kannst du auch ein Spiel verlieren wahrscheinlich. So, darauf wird es laufen, ja. Wenn du aber natürlich jetzt direkt mit einer Niederlage startest gegen Chelsea oder mit einem Unentschieden, dann kannst du die erste 8 schon fast komplett abhaken. Ja, also, da musst du schon einen Lauf hinlegen, dass du dann auswärts irgendwie alles wegfegst. Und auswärts haben wir uns ja eh schon schwer getan letztes Jahr. Also für uns wird es super wichtig sein, gegen Chelsea ein 3er einzufahren. Was natürlich, also ich finde diese Phase schon sehr interessant. Ich glaube, das ist für die Fans auch eine positive Erfahrung gewesen. Ich weiß nicht, wie das für euch war, aber ich kann mich vorstellen, es gibt keine viele große Spiele. Die Tabelle endet immer. Es gibt sehr, sehr viel Drama, weil sehr viele große Vereine sind am Anfang vielleicht nicht in diese Top 8 und es ist ganz einfach zu sagen, wir müssen alle in die Top 8, aber es gibt 16 Mannschaften, die vielleicht diese gleiche Druck haben, da reinzukommen. Aber die Wahrheit ist, was trotzdem noch ein bisschen schwierig bleibt, ist, dass wir nicht die gleichen Spieler spielen. Das heißt, unser Pathway. Das ist ja, was ich sage. Ja, Pathway, also wir spielen gegen andere Gegner wie einer, der vor uns steht oder hinter uns steht. Ja. Das ist ja, was ich sage. Warum hat man nicht einfach 4 Neuner-Gruppen gemacht? Ja. Ja, verstehe ich bis jetzt nicht. 4 Neuner-Gruppen und gut, dann spielt in dieser Gruppe jeder ein Spiel gegen den anderen. Genau, also den Modus kannst du ja lassen wie jetzt. Aber du hast dann 4 Gruppen, die was aussagen, so, ja. Also das ist für mich auch super irritierend, dass es ist halt kein Vergleich, so. Der eine spielt gegen 3 oder 4 Top-Mannschaften, der andere gegen 2 und ach. Wie sagen wir ein Pathway auf Deutsch? Dann auswärts und nicht auswärts und ihr habt es gesehen, gerade bei uns, siehst das ja auch, was das für einen Impact hat, ob du zu Hause spielst oder auswärts. Also. Ja, unser Weg ist total anders als die Konkurrenten vielleicht. Und unser Weg ist mit Arsenal, mit PSG, mit Chelsea dabei und trotzdem wollen wir noch in diese Top 8 kommen. Ja. Aber die Realität ist, dass es ein total anderer Weg ist als zum Beispiel Liverpool oder Real Madrid und dann in die gleiche Liga und Tabelle zusammenkommen. Ja. Da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber das Einfachste bleibt, 6 Spiele gewinnen, dann bist du weiter und morgen haben wir ein Spiel, mehr können wir nicht machen als versuchen, dieses Spiel zu gewinnen erstmal. True. Let's move to English. In the first row, yes, please. Hi, Vincent. Talking about Nicholas Jackson, is he ready to start against his parent club? And is there any concerns that he might be so determined to prove a point against them that can he channel that emotion the right way?
Naja, ich glaube nicht, dass er starten wird. Wir gucken mal, was der Vinny sagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nicolas Jackson morgen in der Startelf steht. Also, würde mich sehr überraschen. So the first question we'll see tomorrow. Be giving a little bit too much away about the team. But you just have to look at... and the second question is, you can look at it both ways. You can be on the side where you think, do you want one of your ex-players to play against you straight away? Does he get a chance to do something as well, And the point you mentioned as well is a fair point. So I don't think it's black or white. I think it can go both ways. But it'll certainly be a special game for him. There's no doubt about that. One row behind, yes, please. Hello, nice to see you. Nice to see you. I'm going to ask two questions because I don't want to come straight in with my second one before asking a football question. So the supercomputer has you less likely to win the whole thing than Chelsea. This is Opta. Is that because you've got some difficult games away, PSG away at Arsenal? Do you agree with that prediction? And also, if you don't mind, just changing the tone slightly, your thoughts about Ricky Hatton? Right. So I think first, look, the supercomputer. I think it's probably plotting an objective situation, right? But do you need 20% chance to win something to actually win it? I don't know. If you have 20% chance, there's still 80% chance you don't win it. Ja, das ist alles dummfig, Alter. Ja, wenn es danach geht, dann keine Ahnung, dann werden wir alle, dann wird es keine Sportwetten geben. Ja, wenn es danach geht, was irgendwelche Statistiken, irgendwelche Supercomputer ausrechnen, wer welche Chancen hat, ja, dann werden wir alle Millionäre, weil wir unser Geld darauf wetten würden. Und das ist Schwachsinn. Das ist ja das Schöne am Fußball. Ja. Und das ändert sich ja auch nicht. So, ja. Punkt. Kannst ja die Chancen können 100:0 stehen und verlierst das Spiel trotzdem. So, das ist Fußball. The main thing is that the players believe we have a difficult pathway, but then everything that happens after these games, nobody knows. Nobody knows who you're going to be playing next. Nobody knows what the draw will be. You could be lucky with the draws and get all the way to the final and you've not faced anyone, or you could be unlucky and you face only the big ones. That side of it, not even a supercomputer can figure out. But our pathway is tough. Ist aber auch vielleicht gar nicht schlecht, dass unser Weg nicht. Ja, ich finde, ja, wir spielen gegen 3 starke Gegner, aber spielen dafür gegen 2 nicht so starke Gegner. Also, ja, lass mal die Kirche im Dorf, wir reden über Champions League, Alter. Ja. Und das ist auch genau das, was wir sehen wollen. Focus on doing everything we can to get to the next round, and then it's a totally different tournament again. It's a different story. Ja. And we will see what the supercomputer says at that point. And obviously Ricky, it's such a difficult thing to explain to. If you've been in Manchester, that's when you understand how big Ricky was. It's like comparing for the German journalists, it's like Thomas Müller for Munich, but from another sport. And I can't remember a single major event for Man City where he hasn't been a part or center of it. I think he was respected on both sides as well, which is not easy in this part of the world. And obviously, it was devastating news. I can't think that there isn't a single Mancunian that spent the whole day talking about it and calling the family, just because he had an impact on everyone's life. So it's sad. Thoughts are with the family, with the loved ones, and I hope out of this that a lot of people will remember the great things he did for the town. Dann ist auf der anderen Seite David Ferrer für die Bild an der Reihe. Hallo Herr Kompany, bei Ihrem Wechsel hier nach München hat Ihr Vater mal verraten, dass Chelsea Sie gerne schon 2-mal gehabt hätte oder geholt hätte als Trainer. Können Sie sagen, war das heiß oder war das als Spieler und das war nicht ganz richtig? Oder können Sie mal erklären, wie die Situation war und wie heiß war es wirklich? Entschuldigung, wann hat er das gesagt? In einem Interview, kurz nachdem Sie hierher gewechselt sind, haben Sie gesagt, dass es eine große Ehre ist und dass man natürlich nicht Nein sagen konnte als Bayern.
gefragt hat, aber dass es auch viele andere schöne Anfragen gab, unter anderem zweimal Chelsea, wenn wir richtig verstanden haben, einmal in dem Sommer und einmal ein Jahr Ich muss vielleicht auch die Linie halten von der Aussage von entweder Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge, dann sage ich nichts dazu. Vielleicht die Aussage von meinem Vater sage ich auch nichts dazu. Die Wahrheit ist, ich habe mich nie zu viele Gedanken gemacht über diese Sache. Ich war im Abstiegskampf mit Burnley damals, dann ist das alles so ein bisschen passiert. Und das war meine einzige Priorität. Und am Ende gab es Möglichkeiten, aber ich würde es nicht mal sagen Möglichkeiten. Es gab dieses Paradox von du hast alles gegeben und du hast deinen Fokus auf die zweite Liga in England und das war auch gut so. Und dann auf einmal haben sich Leute gemeldet, die was gesehen haben, die was anderes gesehen haben als die Realität, die wir immer spüren im Fußball. Ich kann jetzt nicht die Namen sagen unbedingt, aber das war, irgendwann werde ich vielleicht noch mal darüber erzählen, das war eine ganz total verrückte Paradox in meines Lebens und mehr nicht zu sagen. In der dritten Reihe Max Edelmann für RTL, bitte. Ja. Nochmal zu Nicholas Jackson zurückzukommen. Inwieweit war er in die Spielvorbereitung involviert und wie gefällt er Ihnen bisher? Also das war heute, würde ich sagen, vielleicht die erste richtige Gruppentraining, also das wir hatten mit Niklas. Ohne dass wir der eine oder der andere verlieren mussten wegen Belastungssteuerung. Und das war heute eine ganz gute Einheit für ihn. Aber seine Persönlichkeit hat auch von Anfang an gut gepasst. Also man hat das gespürt mit den neuen Jungs. Lucho Diaz, Tom Bischoff, Jonathan Tah und dann auch Nicholas Jackson. Es sind nicht nur gute Spieler, aber gute Leute auch. Und mein Wunsch ist, dass er viele Tore macht für uns. Ich glaube, dass er das auch erreicht. Aber die Druck von mir hat er auch nicht. Also ich meine, unsere Mannschaft steht. Wir haben eine gute Mannschaft, eine gute Gruppe und er muss ein Teil sein davon und dann kann er uns sehr viel helfen. Next one in the third row, yes please. Hi Vincent. Chelsea have obviously got a lot of attacking options they can use. They've not included Raheem Sterling in their Champions League squad and he's been training separately. Just as someone that played alongside him for a long time and won a lot with him, I wondered what you made of his situation and whether you've been in contact at all. It's a tough one because on the one hand I have... Ich finde es halt wild, dass er sich zu den Spielern von Chelsea äußern soll. Also, er äußert sich ja noch nicht mal zu den Spielern von Bayern in der Regel. I have a lot of respect for Enzo and so my colleague and the people at Chelsea, and I understand it's not easy to make decisions as a coach. And on the other hand, I have Raheem as one of my former teammates, and that bond always remains. It's funny because last year I had Leroy here as well, Leroy Sané, and those two were devastating for us in the Premier League when we played when they were part of the team I was part of, and the only thing I can hope is at his age, because he's still at a good age, that he'll be able to turn it around and show the whole world what his quality is, and eventually be in a situation where everything fits for him and he fits for where he is. So hopefully that can happen sometime soon for him, and I wish him only the best. Next one is in the last row. Hallo Herr Company, Kilian Redl von München TV. Serge Gnabry ist gerade in echt guter Form und hat in der Vergangenheit auch immer sehr gut performt gegen englische Clubs. Wie wichtig denken Sie, ist er morgen? Ja, aber ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wenn ich manchmal... Wenn er jetzt wieder mit dem Takeover, ich spreche nicht über meine Spieler. Junge, du hast gerade über einen Spieler von Chelsea ausführlich gesprochen. Also dann muss er auch mal deiner Linie treu bleiben. Ein bisschen extra positiv bin sind für diese Geschichte, weil ich glaube, dass Serge immer zu diesen Top-Spielern gehörte. Es ist natürlich schwierig, immer, was die Jungs manchmal machen, ist
5, 6, 7, 8 Jahre einfach jedes Mal Top-Leistungen bringen und das ist nicht einfach und vielleicht hat Serge manchmal der eine oder der andere Wackel gehabt in der Vergangenheit, aber wenn man spricht über Talent und Qualität und was er machen kann, ich glaube, manchmal ist nur ein klein wenig untertrieben. Leider. Dass ich da schon sehr, sehr deutlich über war, dass es für mich total nicht überraschend ist, dass er jetzt gut leistet. Dass es für mich übrigens auch nicht überraschend, weil er im letzten Vertragsjahr ist, ne? Für mich total normal ist, weil er hat diese Qualität. Das ist einfach im Training auch immer spürbar und in die Spiele jetzt auch. Und was er gegen englische Vereine gemacht hat, kann er gegen jeden Verein machen. Und ich hoffe, dass das diese Saison noch, dass er das weiter, dieses Niveau behält. Aber manchmal ist auch einfach fit bleiben, was er braucht. Und das hoffe ich für ihn. Das hoffe ich auch, ja. On the right side, the first row, yeah. Hi, Vincent. How are you? Just a bonus question on Nico, because it's so unusual for a loan player to potentially face his parent club. Can you, as a in England. In England, no, yeah. in Germany, it's allowed. Yeah, so it's very usual. And obviously in Europe Champions League, but can you actually, as a head coach and with your analysts, can you actually sort of pick the brains of Nico to get inside info on Chelsea, how they work, how they approach games? Yeah, I mean, you could, technically, if it wasn't for the fact that I watched already probably 40 games of Chelsea last season combined. I mean, because we were in the Club World Cup together and we faced a lot of the opponents that they faced, Then, last season, I think Chelsea was also just an interesting team to observe. So I don't have the feeling that it's a team that will deliver a lot of mysteries. I happen to know the coach as well. But of course, you have the conversation, and like I said before, after a few moments, you realize that you've done your homework well or not, and it's nothing more than that. And always never forget us. I like keeping it at the center. We have our ideas, we have our tactics, we have everything, but in the end, it's the players. The players have to show the personality in these games to make the difference, and that's what they need to feel. Other than me having a sense of comfort because I have an idea of what Enzo might be telling his players. Machen wir noch 3 Fragen auf der Seite. Bitte Stefan Kumberger nochmal. Vincent, Sie haben vorher erklärt, dass Sie einen gesunden Kader haben wollen und dass Sie damals gegen Inter mit 9 Verletzten angetreten sind. Was tun Sie jetzt schon? Was haben Sie jetzt schon für Maßnahmen, damit dann die Mannschaft im Frühjahr fit ist? Ja, aber es war... Es gibt unterschiedliche Verletzungen, aber unsere Verletzungen, was passiert ist mit Jamalo oder Alphonso Davies in der Nationalmannschaft oder Upamecano, noch eine Spieler, die nicht dabei war in der Nationalmannschaft. Naja, du kannst aber alles am Ende auf die Belastung zurückführen. So, machen wir uns nichts vor. Ja, ich habe es jetzt schon zweimal in dem Video gesagt, du musst halt einfach schauen, dass die Spieler eine Belastungssteuerung haben. Und das bedeutet halt, dass du sie dann auch mal in der Bundesliga einfach mal schonen musst. Ja, Punkt. Oder Manu, die in der Vergangenheit schon ein paar Verletzungen hat und die natürlich auch ein bisschen älter ist. Und das gehört alles dazu. Das ist normal, dass man manchmal 1 oder 2 Spiele ausfällt oder ein bisschen länger, wenn man schon sehr, sehr lange eine Karriere aufgebaut hat. Ja. Also man muss auch manchmal ein bisschen Glück haben dabei. In ganz, ganz viele Momente hatten wir eigentlich einen ganz gesunden Kader und dann Ja, aber wir haben ihn dann nicht genutzt. Ja, das war das Problem. So, und das muss ich in Vinny ankreiden lassen. Ja, wir haben lange Zeit einen gesunden Kader gehabt und trotzdem haben die gleichen 11 Spieler jedes Spiel gespielt. Und fast jedes Spiel durchgespielt. Ja, Punkt. Ich weiß noch immer dieses Gefühl, ich ging zur Nationalmannschaft, ich sage, ich habe ein Problem jetzt, ich muss eine Spieler zu Hause lassen, wir haben zu viele Spieler. Und auf einmal bekomme ich Anruf und Alphonso Davies ist raus, 9 Monate. Upamecano, Knieprobleme in Nationalmannschaften, raus. Und das meine ich, das hast du nicht immer unter Kontrolle und das weiß jeder Trainer, das beeinflusst eine Saison. Aber trotzdem, die Glaube ist da, dass wir dieses Jahr ein bisschen Glück haben und dass wir das auch so hinbekommen, dass die Spiele da sind, wenn wir die brauchen. Ja,
Also nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass das Winnies Schuld war, so letzte Saison. Aber du kannst natürlich ein bisschen Einfluss darauf nehmen, indem du, wie schon gesagt, ein bisschen Belastungssteuerung hast. Ja? Das minimiert das halt schon, wenn die dann noch zu irgendwelchen ans andere Ende der Welt fliegen müssen, um da irgendeine Freundschaftsspiele in irgendeiner Nationalmannschaft zu tätigen oder sowas. Ja, das ist, ja, muss man halt dann auch ein bisschen berücksichtigen vielleicht. Auf der linken Seite, Vincent Schirpke, bitte. Aber wichtig, I will say this in English just to be really precise because I want to make sure there is a rationale as well to injuries. So for example, I was a player that was injured a lot. So at some point when I'm 27, 28 years old, I'm going to be more injury prone than anybody else, even if I'm the best professional in the dressing room. So the history of a player predicts in many ways the future proneness to injury. That's one. The second thing is you've got the freak injuries, which we had freak injuries, a lot of them. And these are, you know, like you crossing the street and something happens and a car drives into you. These things are very difficult to absorb. And then you have the other injuries where as a staff, as a club, you take responsibility and you want to make sure that you avoid, you know, the muscle injuries and so on. But if you look at the bigger context, it was we're always going to have to be more careful because we have a lot of players that have a past injury record. And that's something we have to be extremely careful for. And Chelsea, for example, that has a younger team, will have less players with a past injury record. So these things are important to understand when we talk about injuries, you know. Hat er recht, ja, aber bei uns war dann Jamal verletzt oder ist verletzt und Fonzie Davis, das sind ja jetzt auch keine älteren Spieler, das sind ja auch junge Spieler. Ja, auch ein Opa ist ja jetzt noch nicht, ja, Opa hat schon ein paar Vorgeschichten, logisch, aber das sind ja die Spieler, die dann verletzt waren, ja, und nicht irgendwelche älteren. Jetzt bitte links Vincent Schirpke. Aber sonst hat er natürlich recht mit der Aussage. Das musst du natürlich alles berücksichtigen. Champions League Start eine Frage zur größeren Ebene. Man hat manchmal das Gefühl, dass zur übergeordneten Ebene, zum größeren Bild, man hat manchmal das Gefühl, dass international, speziell die Fans in England, die Bundesliga nicht so richtig ernst nehmen. Es gibt da das abschätzige Wort Farmers League und es wirkt manchmal so, als ob die Bundesliga nicht so verfolgen, nicht so ernst nehmen. Sie kennen ja die Premier League, die Bundesliga verfolgen logischerweise auch die internationalen Ligen. Wie sehen Sie denn das Niveau der Bundesliga gebündelt jetzt zum Start der Champions League? Aber wie viele Spiele haben die gekauft in der Bundesliga? Wie viel Geld ist in die Bundesliga von der Premier League reingeflossen? Also ich glaube, dass ich komme aus ein kleines Land, Belgien. Das heißt, wir schauen immer auf die größeren Länder und wir haben Respekt für jede andere Liga. Und wenn du in der Bundesliga bist, dann bist du in Deutschland und wir schauen fast nur auf die Bundesliga. Ich glaube, das ist das Gleiche in Spanien, in Frankreich, in England, weil in die größeren Länder schaut man mehr auf sich selbst. Und natürlich machen die das auch in England. Das ist nicht anders. Aber ich glaube, was viel Respekt zeigt für unsere Liga, ist, wie viele Top-Spieler aus unserer Liga. Und dann gibt es natürlich ein finanzielles Loch. Das ist nicht für mich, um das zu lösen, aber irgendwann müssen wir uns da Gedanken über machen, wie wir dieses Loch kleiner machen können. Und die besten Spieler aus der Bundesliga, die gehen irgendwann natürlich, wo vielleicht die besten Möglichkeiten sind, auch finanziell. Aber letztendlich, Talent gibt es immer, Talent gibt es wieder in der Bundesliga. Auch diese Saison hat man schon gesehen. Und das wird immer geben. Und ja, aber morgen ist es nicht Bundesliga gegen Premier League, es ist Bayern gegen Chelsea und alles kann. Daneben Mario Krischl für den Kicker, bitte. Hi Vincent. Am Samstag hat ja Tom Bischoff sein Bundesliga-Debüt gegeben für Bayern. Vielleicht erstmal, wie hat er dir gefallen? Das war ja so, kam er für Rafa so auf die linke Seite. Ja. Ist das eine Option auch dauerhaft? Und vielleicht noch die Frage, kann man bei Rafa was Genaueres sagen, wie lange das wohl dauert? Nein, er hat schon links gespielt, aber eigentlich wollte ich Kimmich wechseln und das war schon abgesprochen. Aber dann ist Rafa hat auf die... Wow. Wenn ich das die Saison ein paar Mal erlebe, dann wow. Auf seine Rippe gezeigt und dann haben wir dieses Wechsel
Es war schon 5-0 und das war auch interessant für uns, weil letztendlich, wenn wir viel Ballbesitz haben, dann sind wir eher offensiv mit dieser Position und dann hat das eigentlich ganz gut gepasst für Tom, weil wir so viel Ballbesitz haben. Aber schauen wir mal, der hat die richtige Einstellung, der hat viel Talent auch am Ball, sehr gut, gefährlich aus der Distanz. Das ist jetzt seine erste Saison beim richtigen Top-Niveau und wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Und ich glaube, Tom ist jetzt in diesem Moment nicht mit Position beschäftigt, aber einfach Minuten und es ist sehr erfrischend, ihn in die Kader zu haben. Ja, Rafa nicht lange. Also Hoffenheim weiß ich nicht, ob er schon dann zurück ist, aber... Ja, sportlich spielt das leider keine Rolle, ne? Das ist wie Boe, das ist schwierig, sag ich mal. Aber alles Gute für Rafa. Aber komische Geschichte mit die Rippe und braucht ein bisschen Zeit. Die letzte Frage für die Bild-Zeitung, Heiko Nitterer, bitte. Ich habe daran anschließend auch noch eine Frage zu Rafael Guerreiro. Es ist ja so ein bisschen die Position, eure Sorgenposition, 3 Leute verletzt. Wie reagiert man da als Trainer, wenn man sowas hört, dass dann auch noch der letzte Linksverteidiger ausfällt? Der spielt doch eh nicht. Was ist denn los? Wird Wendo eingewechselt? Also. Glauben Sie, dass sowas öfters auch vorkommt in der Saison, dass man dann ein bisschen wegen dem dünnen Kader Sorgen hat? Und gibt es da eventuell auch dann jemanden in der Jugend, in der U23, dem Sie die Rolle vielleicht... Dünne Kader ist eine Schwachsinnsaussage. ...zutrauen würden, links auch einzuspringen? Stani hat schon gespielt in dieser Position, hat es sehr gut Zeit gemacht. Ja. Konrad Leimer hat auch da gespielt. Ja. Und wie gesagt, Rafa Guerreiro ist, hoffe ich, in die nächste Woche schon zurück und das passiert immer mal. Also wir haben die Möglichkeit, viel zu lösen und natürlich irgendwann kommt Fonsi zurück und das wird uns viel helfen, aber in diesem Moment haben wir das auch mit den anderen Jungs sehr gut gemacht und ich muss auch sagen, es ist nicht so in meiner Mentalität, zu viel zurückzuschauen auf was dann, okay, es fehlen 3 Spieler und was soll ich jetzt weniger erwarten oder so. Das ist nicht meine Mentalität. Und wir haben gesprochen über dieses Spiel gegen Inter Mailand, da waren 9 Verletzte und sind wir trotzdem Vollgas reingegangen, haben wir ordentlich gespielt und auch unsere Möglichkeit gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und das wird immer bleiben. Also wenn einer fehlt, dann ist unser Auftrag, das zu lösen und mehr nicht. Dankeschön. Vini, danke. Top Schlusswort, Leute. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos, ich wünsche euch ein gutes Spiel, mir natürlich auch. 3:1 Sieg für uns wäre schön und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.